Der Fußball-Dienstag. Mit der Manuela Guyer. Die deutsche Fußball-Bundesliga. Das Ergebnis vom 34. Spieltag. Der 34. Spieltag ist gleichzeitig auch der letzte Spieltag in der Bundesliga. Saison 2019-2020. Union Berlin, Fortuna Düsseldorf 3:0. Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin 2:1. VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München 0:4. Wolfsburg hat nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. Eintracht Frankfurt gegen Paderborn 3:2. Werder Bremen gegen 1. FC Köln 6:1. SC Freiburg gegen Schalke 04 4:0. Bayer 04 Leverkusen gegen Mainz 05 1:0. Borussia Dortmund gegen Hoffenheim 0:4. FC Augsburg gegen RB Leipzig 1:2. An diesem Spieltag hat es 6 Heimsiege und 3 Unentschieden gegeben. Am Ende des Spiels hat der FC Bayern München die Meisterschalen bekommen. Und der Robert Lewandowski hat die Torjägerkanone bekommen. Zur Tabelle. Platz 1 FC Bayern München mit 82 Punkten. Platz 2 Borussia Dortmund mit 69 Punkten. Platz 3 RB Leipzig mit 66 Punkten. Platz 4 Borussia Mönchengladbach mit 65 Punkten. Platz 5 Bayer Leverkusen mit 63 Punkten. Platz 6 Hoffenheim mit 52 Punkten. Platz 7 Wolfsburg mit 49 Punkten. Platz 8 SC Freiburg mit 48 Punkten. Platz 9 Eintracht Frankfurt mit 45 Punkten. Platz 10 Hertha BSC Berlin mit 41 Punkten. Wegen dem schlechteren Goalverhältnis auf Platz 11 Union Berlin mit 41 Punkten. Platz 12 Schalke 04 mit 39 Punkten. Platz 13 Mainz 05 mit 37 Punkten. Platz 14 1. FC Köln mit 36 Punkten. Wegen dem schlechteren Goalverhältnis auf Platz 15 der FC Augsburg mit 36 Punkten. Auf Platz 16 Werder Bremen mit 31 Punkten. Auf Platz 17 Düsseldorf mit 30 Punkten. Und auf Platz 18 Paderborn mit 20 Punkten. Was heisst das für die neue Saison? In der neuen Saison werden Bayern München, Dortmund, Leipzig und Gladbach in der Gruppenphase der Champions League mitspielen. Leverkusen und Hoffenheim spielen in der Europa League mit. Wolfsburg muss durch Qualifikation für die Europa League. Werder Bremen muss in die Relegation, und zwar gegen 1. FC Heidenheim. Die Relegation findet am 2. und am 6. Juli statt. Die Ergebnisse werden ihr ebenfalls hier erfahren. Düsseldorf und Paderborn steigen ab. Aufsteiger sind Stuttgart und Bielefeld und die freuen sich natürlich, zurück in der Bundesliga zu sein. Kurznachrichten aus der Bundesliga. In der letzten Woche hat es Diskussionen gegeben über ein neu gegründetes Spielerbündnis in der Bundesliga, beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, geht es auch bis in die 3. Liga runter. Das Spielerbündnis ist durch Mats Hummels ins Leben gerufen worden und noch durch ein paar andere Spieler. Und man hat deutlich gesagt, dass man keine Konkurrenz zum VDV sein will. Die VDV ist die Spielergewerkschaft,
also der Verein der Vertragsspieler zu Deutschland. Das Ziel von diesem Spielerbündnis ist, dass die Spieler mehr Mitspracherecht bei der DFL haben. Sie wollen sich auch gegen Rassismus und Mobbing stärker mobilisieren und wollen auch gegen Homophobie vorgehen. Diese Woche haben sich natürlich auch einige Leute zu Wort gemeldet, die das Spielerbündnis begrüßen oder eben nicht. So auch der Spieler Chris Löwen, der spielt in der 2. Liga bei Dynamo Dresden. Und Dynamo Dresden hat jetzt das Problem gehabt, dass sie wegen Corona-Fällen nicht sofort ins Spielgeschehen eingreifen konnten, dass sie müssen warten und sogar längere Quarantäne haben müssen als die anderen Bundesliga-Vereine, was natürlich sinnvoll ist. Aber sie haben durch das natürlich ein viel intensiveres Programm gehabt in der 2. Liga als alle anderen Clubs. Und zwar hat es so ausgesehen, dass wir 7 Spiele in 18 Tagen müssen absolvieren. Darum hat Chris Löwen das neue Spielerbündnis auch begrüßt. Dann hat sich aber auch der Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet zu diesem Spielerbündnis. Und er sieht das eher ein bisschen kritisch. Also er ist nicht begeistert über das Spielerbündnis, weil er sieht nicht wirklich einen Sinn dahinter, wenn man ja schon eine Spielergewerkschaft hat mit dem VDV, warum dass es da noch ein Bündnis braucht. Dann noch eine Bemerkung vom VDV selber. Der Rasenfunk, auf YouTube gibt es einen YouTube-Kanal, der heisst Rasenfunk, und der Ulf Baranowski vom VDV hat dort ein Interview gegeben und hat das Spielerbündnis begrüßt und hat klar und deutlich bestätigt, dass das Spielerbündnis nicht eine Konkurrenz zum VDV darstellt, sondern es gibt sogar eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Spielerbündnis und dem VDV. Dann hat sich der Oliver Bierhoff zu den Spielern Thomas Müller, Boateng und Hummels geäussert. Das ist passiert in der Sendung Doppelpass, und zwar am Sonntag vor einer Woche. Und er hat gemeint, dass es die Endgültigkeit, wie das ist kommuniziert worden von den Medien, die Endgültigkeit, dass die Spieler aussortiert sind und nie mehr zurückkommen dürfen, so in dieser Form nicht gibt. Und zwar aus folgendem Grund: Der Jogi Löw kann sich natürlich immer wieder anders entscheiden und seine Meinung ändern. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass der Jogi Löw auf junge Spieler setzt und dass es zurzeit keinen Sinn macht, einen Müller und Co. zurückzuholen. Es kann natürlich sein, wenn einer von den 3 Spielern auf einmal irgendwo gebraucht wird, dass sie wieder zum Einsatz kommen. Das ist möglich. Aber im Moment sieht der Oliver Bierhoff das eigentlich eher weniger. Am 22. Juni hat die DFL die Fernsehrechte vergeben. Und zwar hat Sat.1 laut einer Mitteilung von der deutschen Presseagentur Live-Senderecht bekommen, also ein Live-TV-Päckchen sichern. Und zwar werden die ab 2021 9 Spiele im Free TV dürfen zeigen. Und das beinhaltet Supercup-Spiel, dann ein Spiel am 1., am 17., am 18. Spieltag von der ersten Bundesliga und 4 Relegationsspiele. Und natürlich auch noch zum Auftakt von der 2. Bundesliga dürfen sie auch noch ein Spiel zeigen, beziehungsweise es ist dann meistens ein einziges Spiel, das Auftaktspiel. Der ZDF darf bis Ende der kommenden Saison ein Spiel am 1., am 17. und am 18. Spieltag zeigen. Die restlichen Spiele sind mehr oder weniger gleich auf Sky und The Zone aufgeteilt worden. Das bedeutet, dass die Sportschau
und das aktuelle Sportstudio bis ins Jahr 2025 nur Zusammenfassungen zeigen. Dann hat uns am 23. Juni der Sport 1 ein Skandal bei Schalke 04 erreicht. Und zwar ist es so, dass in der Fleischfabrik von Clemens Tönnies etliche Corona-Fälle hat gegeben. Und zwar ziemlich viele Ansteckungen. Und zwar sind das 1500 Corona-Ansteckungen gewesen. Das hat nicht nur die Politiker sauer gemacht, sondern auch die Fans, weil der Tönnies ist der Aufsichtsratschef bei Schalke und weil die Ansteckungen in der Fleischfabrik vom Tönnies hat nämlich zu einem Lockdown geführt in der Region Gelsenkirchen. Es gibt aber auch noch weitere Gründe, warum die Fans sauer sind. Die Fans haben beispielsweise auch einen Härtefallbogen müssen ausfüllen, damit sie das Geld für die Karten zurückbekommen, für die Eintrittskarten. Und so den Härtefall nachweisen. Und sie sind auch sauer darüber, dass der Tönnies vor allem eben bei den Geringverdienern spart, bei Schalke 04. Also man spart zum Beispiel beim Fahrdienst für die Jungen. Das hat die Fans so sehr auf die Palme gebracht, dass es eine Protestaktion gegeben hat am 34. Spieltag gegen Tönnies. Und die ist trotz Lockdown von den Behörden bewilligt worden. Dann vermeldet Borussia Dortmund der erste Neuzugang, und zwar ist das der Thomas Meunier. Der kommt ablösefrei von PSG und ist als Rechtsverteidiger bei Dortmund vorgesehen. Er hat einen Vertrag bekommen bis 2024. Dann vermeldet Dortmund ebenfalls, dass sie den Vertrag mit dem Michael Zorg verlängert haben. Eigentlich wäre vorgesehen, dass der Sportdirektor vom VfB nächstes Jahr den Hut nimmt. Aber wegen der Corona-Krise hat er doch noch verlängert bis ins Jahr 2022. Dann twittert der VfL Wolfsburg, dass der Oma Mamouche den Vertrag bis ins Jahr 2023 verlängert hat. Der Oma Mamouche ist ein ägyptischer Spieler und dort sehr bekannt. Am 24. Juni teilt der Rasenballsport Leipzig mit, dass sie den Vertrag mit Kevin Campbell um 2 Jahre verlängert haben. Und zwar bis ins Jahr 2023. Am 26. Juni teilt der SC Freiburg mit, dass sie den 18-jährigen Kilian Sidilia vom FC Metz verpflichtet haben. Wie lange, wissen wir noch nicht. Ist es so, dass der Marco Russ seine Karriere als Profifußballer beendet bei Eintracht Frankfurt und anschliessend in die Analyse von Eintracht Frankfurt wechselt. Also er hat einen Anschlussvertrag bekommen. Mainz 05 hat für den Jugendbereich einen neuen Cheftrainer bekommen, und zwar ist das der Jan Sievert, und der hat Premier League Erfahrung. Dann vermeldet am 28. Juni Union Berlin, dass sie gerade 8 Spieler verabschiedet haben. Der Yunus Mali geht nach Wolfsburg, und zwar leihhalber. Der Kevin Schlotterbeck geht zum SC Freiburg, ebenfalls leihhalber. Der Michael Parenser beendet seine Karriere. Die Verträge von Rafał Kikiewicz, Michael Schmiedebach, Kevin Reichel, Sebastian Plotter und Maurice Opfermann Argones laufen aus und sind nicht verlängert worden, und wo die Spieler genau hergehen, weiss man noch nicht. Dann zum 1. FC Köln. Der 1. FC Köln verlängert mit dem Geschäftsführer Horst Held.
und zwar bis ins Jahr 2023. Dann kommen wir zur Super League. Das Ergebnis vom 25. Spieltag. Der FC Thun gegen IB 1:0. Xamax gegen Basel 1:2. Sion gegen Servette 1:1. FC Lugano gegen FC Luzern 2:0. St. Gallen gegen Zürich 0:4. Bei diesem Spieltag hat es 2 Heimsiege, 2 Auswärtssiege und 1 Unentschieden gegeben. Es war übrigens auch der Spieltag, wo es keinen einzigen Platzverweis hat gegeben. Das Ergebnis vom 26. Spieltag. Luzern gegen Servette 2:2. IB gegen Xamax 6:0. Xamax hat nach einer Ampelkarte nur noch das 10. hoch gespielt. Basel gegen Sion 2:0. Zürich gegen Lugano 1:0. St. Gallen gegen Thun 3:2. Bei diesem Spieltag hat es 4 Heimsiege und 1 Unentschieden gegeben. Zu der Tabelle. Auf Platz 1 IB mit 51 Punkten. Auf Platz 2 wegen dem schlechteren Goalverhältnis St. Gallen mit 51 Punkten. Auf Platz 3 der FC Basel mit 46 Punkten. Auf Platz 4 Servette mit 40 Punkten. Auf Platz 5 der FC Zürich mit 38 Punkten. Auf Platz 6 der FC Luzern mit 35 Punkten. Auf Platz 7 der FC Lugano mit 30 Punkten. Auf Platz 8 der FC Sion mit 24 Punkten. Auf Platz 9 Xamax mit 22 Punkten. Auf Platz 10 der FC Thun mit 22 Punkten. Der FC Thun weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Kurznachrichten aus der Super League. Seit dem 25. Spieltag sind wieder Zuschauer im Stadion erlaubt. Allerdings ist die Zuschauerzahl begrenzt auf 1000 Personen. Wo der FC Thun gegen IB gespielt hat am Dienstag, sind trotzdem noch keine Zuschauer dabei gewesen. Der Grund ist ganz einfach. Die Entscheidung war so kurzfristig, dass man nicht noch irgendwie ein Konzept hätte umsetzen oder so. Aber die nachfolgenden Spiele am Mittwoch waren mit Zuschauer. Die Schweiz ist im Übrigen die Schweiz ist nicht die erste Liga, die Zuschauer wieder erlaubt, weil bereits in der tschechischen Liga und in der polnischen Liga sind Zuschauer seit kurzem wieder erlaubt. Dann ist es auch so, dass wie in allen anderen Ligen auch in der Schweiz 5 Spieler anstatt die üblichen 3 dürfen ausgewechselt werden. Damit will man verhindern, dass sich die Spieler überanstrengen. Es ist aber noch ein recht extremes Programm, das die Spieler da noch vor sich haben. Dann meldet der FC Lugano, dass sie der 31-jährige Linksverteidiger Jefferson verpflichtet haben. Er ist Brasilianer und hat bereits von der Swiss Football League die Spielberechtigung. Er ist seit dem September 2019 vereinslos, darum ist das problemlos gegangen. Am 19. Juni teilt der FC Basel mit, dass sie mit dem Marcel Koller den Vertrag verlängert haben. Ebenfalls der FC Basel meldet, dass der Vertrag mit dem Ramirez bis Ende Saison 2019-2020 verlängert hat. Der Ramirez ist leihhalber beim FC Basel. Und jetzt noch zu den Kurznachrichten aus aller Welt. Eine verrückte, aber irgendwie auch tragische Nachricht erreicht uns aus der Liga aus Russland. Dort hat es nämlich beim Restart ein 1:10 gegeben. Und zwar ist es so, dass am Freitag, am 19. Juni, der Klub Rostov gegen Sochi gespielt hat.
Rostov spielt um die Champions League Teilnahme, während dem Sochi um einen Abstieg spielt. Der FK Rostov wäre also absoluter Favorit gewesen und hätte Sochi schlagen. Allerdings hat Sochi Rostov mit 10:1 geschlagen. Der Grund, dass Sochi das überhaupt zustande gebracht hat, war, dass bei Rostov 6 Spieler positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden. Rostov hat die Liga gebeten, das Spiel abzusagen oder zu verlegen und so weiter. Doch die Liga hat nicht reagiert und so hat Rostov eine Jugendmannschaft einsetzen. Die Jugendmannschaft hat es zwar geschafft, 1 Goal zu schiessen, aber gegen die Übermacht von Sochi, die Profi-Erfahrung hat, haben die jungen Spieler natürlich nichts entgegenzusetzen gehabt. Der Goalie Popov von Rostov ist der Mann vom Abend geworden, weil er 45 Schüsse parieren konnte. Das ist gar nicht so schlecht. Und am 27. Juni erreicht uns ebenfalls noch aus Russland eine Meldung. Und zwar ist dann am Samstag, am 27. Juni, hätte ein Spiel zwischen Orenburg und dem FC Krasnodar stattfinden. Das Spiel ist aber abgesagt worden, weil beim FK Orenburg 8 Personen positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden. Und zwar 6 Spieler und 2 Mitarbeiter. Nachdem Orenburg eben nicht in der Lage war, eine Jungmannschaft, also eine Jugendmannschaft zu schicken und man eben auch keinen Ersatztermin gefunden hat, ist das Spiel am grünen Tisch ausgefochten worden. Und weil Orenburg halt eben einfach die schlechteren Karten hatte, hat das Spiel am grünen Tisch Orenburg verloren, obwohl es gar nicht stattgefunden hat. Dann erreicht uns noch eine Meldung aus der Premier League, eine sehr positive. Und zwar hat der FC Liverpool die Premier League Meisterschaft gewonnen. Also es ist rechnerisch nicht möglich, dass der Verfolger Manchester City, wenn mich nicht alles täuscht, Liverpool noch einholt. Liverpool hat den Meistertitel das letzte Mal vor 30 Jahren geholt. Also gratulieren wir doch diesen Mannschaften. Übrigens, der Jürgen Klopp ist der erste deutsche Trainer, der in England einen Meistertitel gewinnen konnte. Und dann noch zu der UEFA Nations League. Die UEFA Nations League findet vom 3. bis 8. September statt. Einmal die erste Phase. Und dann noch etwas in eigener Sache. Das hier ist ja eine Sendung, wo es um Liga-Fußball geht. Und die Leute, die erwarten, dass wir über die Nationalmannschaften berichten, die muss ich leider enttäuschen. Wir konzentrieren uns hier auf den Liga-Fußball. Und wenn die Nation League ist, dann werden wir hier Sendungen bringen rund um den Liga-Fußball. Mal schauen, was euch da erwartet.